Vielen Dank. So gut, um euch zu sehen, zum da sein. Herzlich willkommen, wenn du daheim eingeschaltet hast auf YouTube. Vielleicht, ich habe schon gehört, Leute sind unterwegs und mit dem Handy am Spazieren und schauen die Celebration mit, was für eine neue Zeit wir drin sind. Hey, der Raffi hat es gesagt, wir sind in der Predigtreihe «Einfach beten» in der 2. Staffel. Vielleicht bist du heute da und du sagst, ich bin nicht so der Better. Gibt es irgendjemanden, der sagt, ich bin nicht so der Better? Es sind ganz viele Leute ehrlich. Sehr gut. Stimmt. So, ist jemand nicht so der Better? Nur, dass man es von vorne sieht und die hinten dran nicht. So gut. Easy, ich bin auch nicht so der Better, aber das macht nichts. Weil wegen dir haben wir die Staffel, diese Reihe verlängert. Fast bis nach Ostern machen wir jetzt eine 2. Staffel zum Thema Gebet, dass wir das lernen. Gebet kann man lernen. Die Jünger fragen Jesus eigentlich, lehr uns beten. Und es ist spannend, was er ihnen dann für eine Antwort gibt. Er sagt nicht, hey, es gibt Workshops, Gebet ist ein Dialog, du musst auch zuhören und so. Das ist alles wichtig und richtig, das haben wir die letzten paar Sonntage erzählt. Aber was er ihnen als Antwort gibt, ist, er sagt ihnen, betet folgendermaßen und er bringt ihnen das berühmte Vaterunser Gebet bei. Und das ist das, was wir jetzt jeden Sonntag Stück für Stück werden miteinander anschauen. Der Dani hat letzten Sonntag über den ersten Satz predigt, unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und heute möchte ich über den 2. Satz reden, wo Jesus uns lehrt zu beten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und bevor wir jetzt einsteigen und das Ganze im Detail anschauen, möchte ich euch nochmal das ganze Vaterunser vorlesen. Und wir werden es eingeblendet haben hinter mir, aber es ist nicht zum Beten. Du darfst es jetzt nicht beten. Ich sage nachher warum. Ich lese es einfach vor und du darfst einfach, was inhaltlich da gesagt wird, auf dich wirken lassen. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Der Grund, wieso wir das jetzt nicht zusammen gebetet haben, laut, so wie das üblich ist ganz einfach. Ich möchte nicht, dass wir in den Default-Modus reinrutschen, wo das Vaterunser Gebet zu so einem Gedichtchen wird, wo man einfach runterlabern. Nicht falsch daran, das ist gut, wenn man das auswendig kann. Das ist Hammer, wenn du das nicht auswendig kannst, würde ich dir das sogar empfehlen. Das hilft. Aber manchmal sind Gewohnheiten und so Default-Modi hinderlich für das, was Gott dir eigentlich möchte sagen. Manchmal verpassen wir das, was abgeht und wirklich gesagt wird, wenn wir es einfach so im Gewohnheitsmodus machen. Wir Menschen, wir funktionieren so, oder? Wir denken in Muster. Wir denken in Gewohnheiten. Wir lernen so als Menschen. Wir müssen Zeug kategorisieren. Das ist so. Wir vergleichen und wiederholen. Oder? Und so festigt sich etwas und unsere Synapsen, sagen die heutigen neurologischen Forscher, bilden sich dann. Wir ticken so. Und vielleicht ist es wegen dem manchmal schwierig, wenn Jesus vom Reich Gottes redet, dass wir das begreifen. Weil senkrecht von oben neue Kategorien und neue Denkmuster auf uns einprasseln und die bestehenden Muster und Kategorien, die wir schon gefestigt haben über all die Jahre, als Kinder schon früh, werden in Frage gestellt. Vielleicht ist es wegen dem schwierig. Und Jesus, von Jesus heisst, von der Anfang zu predigen, Folgendes, im Markus 1, 14 bis 15. Jesus kam nach Galiläa und verkündigte dort die Botschaft Gottes, das ist das Evangelium. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe. Kehrt um und glaubt diese gute Botschaft. Das Wort umkehren, kehrt um. Kannst du auch anders übersetzen mit denkt um. Umdenken. Griechisch steht Metanoia. Es ist ein Umkehren
ich wende mich ab von diesem Leben zu einem neuen Leben, aber es hat sehr viel mit dem Umdenken zu tun, mit einer Wendung, wie wir denken, in der Reihenfolge, wie wir denken, auf was wir uns ausrichten, was für Gedankenmuster wir verfolgen. Und er sagt, hey, das Reich Gottes ist da, es bricht an, darum denkt um. Ändert eure Denkkategorien, eure Muster, wie ihr gewöhnt sind, dass das Leben funktioniert. Es gibt eine neue Reihenfolge. Und glaubt die gute Botschaft. Das Problem ist, Umdenken ist manchmal gar nicht so einfach. Wenn man jahrelang etwas gemacht hat und so gedacht hat und die Welt so interpretiert hat, wie man sie wahrnimmt, ist es schwierig, manchmal umzudenken. Wir sind im Dezember gezögert als Familie. Ich wohne immer noch in Armelingen, wir sind von Armelingen nach Armelingen gezögert, aber wir sind in einer Gartenwohnung gezögert, oder? Und ich bin jetzt bald 7 Jahre verheiratet, wir haben 2 wunderbare Kinder und ich habe, seit wir verheiratet sind, immer auf der linken Seite vom Bett geschlafen. Immer. Ich weiß nicht, ist das richtig? Schläft der Mann links? Ich glaube schon, keine Ahnung. Ist einfach bei uns so gewesen. Schon, oder? Amen, ja, sehr gut. Ja, sehr gut. Und dann sind wir gezögert und das ist eine spiegelverkehrte Wohnung in dem Sinn. Und weil unser Sohn, der Theo, noch im Zimmer ist und das Bettchen dort bei der Tür muss sein und ich lieber am Fenster bin, haben wir gedacht, komm, wir wechseln. Bin ich nach rechts und meine Frau nach links, oder? Denkst du nicht dabei, aber alle, die das kennen, die einmal eine Seite vom Bett gewechselt haben, die wissen, das ist komisch, du drehst dich anders, du schnaufst irgendwie, ich weiss nicht, es ist einfach komisch, oder? Es ist weird, oder? Aber denkst du gewöhnst dich daran, easy. Und alle, die Kinder haben in diesem Alter, die Kinder noch im Zimmer haben, unsere Tochter Timea ist zum Glück schon ausquartiert worden, Halleluja, die wissen, es ist amigs noch kritisch, einen Wecker zu haben. Weil du musst ja früh aufstehen, amigs, gell, Matt? Miriam? Ja. Weil Marisa hasst das, wenn ich den Wecker stelle, weil dann wird erstens sie wach und unser Sohn auch und dann ist er einfach da gewacht, oder? Aber ich muss den Wecker stellen, oder? Muss ich ja arbeiten, oder? Und darum sind wir immer so ein bisschen auf Nodeln. Ich muss mir den Wecker stellen und ich bin immer auf Nodeln und muss den schnell abstellen. Und letztens ist das passiert. Dann hat der Wecker geläutet und ich bin so halb wach geworden und wollte abstellen, schnell abstellen und ich merke, ich wache auf und merke, meine Hand ist auf dem Kopf von meiner Frau, der Marisa, oder? Und ich will den Wecker abstellen und merke, es geht nicht. Und ich so, oh nein, und der Wecker läutet weiter und ich gehe auf die andere Seite, oder? Und du merkst, obwohl ich gewusst habe, wo der Wecker ist, er ist rechts jetzt neu, bin ich leider in meinen Synapsen anders verkabelt, weil ich das jahrelang anders gemacht habe. Und es ist schwierig. Und nachher sind natürlich alle wach gewesen. Meine Frau konnte ich nicht abstellen. Nein, Spaß. Der Wecker hat weitergeläutet. Der Sohn ist dann wach. Und du merkst, Umdenken ist gar nicht so einfach, wenn man jahrelang etwas so gemacht hat. Aber wenn man das Vaterunser-Gebet genauer betrachtet, dann wird deutlich, vieles, was Jesus uns doch sagt, ist so kontraintuitiv zu dem, wie wir die Welt verstehen und wie wir gewöhnt sind, das, was passiert, zu interpretieren. Es ist vieles andersrum, es ist eine andere Reihenfolge da. Und ich möchte gerne auf 2 Denkmuster eingehen, oder 2 Reihenfolgen, wo Jesus durch das Gebet völlig umkehrt, genauer anschauen. Es fasziniert mich. Schau, überleg dir das mal. Gott wird Mensch, kommt auf die Welt, läuft um als Jesus, oder? Und dann sagt er, wenn ihr betet, betet so. Ja, überleg dir das mal. Gott kommt als Mensch, Gott selber sagt, bitte redet zu mir so. Hast du das mal überlegt? Gott will, dass wir so beten. Gott will, dass wir diesen Inhalt haben. Gott will, dass sich unsere Synapsen neu bilden. Schau, wenn wir das Gebet nämlich immer wieder beten, dann synchronisieren sich die Gedanken von Gott und meine Gedanken. Und ich fange mehr an, so zu denken, wie er denkt, wie sein Reich funktioniert. Okay, sind ihr bereit für das? Sagen wir, schau jetzt, wir tun ein paar Synapsen weg sprengen jetzt. Wir tun ein bisschen umdenken heute.
Wir dürfen uns ein bisschen wenden. Und es wird vielleicht nicht einfach. Heiliger Geist, hilf mir. Weil wir sprengen jetzt Gedankenmuster, wo wir uns vielleicht gewöhnt sind. Jesus sagt, wir sollen so beten: Gott, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so hier auf der Welt. Und ich weiß nicht, was du für eine Vorstellung hast bis jetzt vom Himmel. Wenn Jesus betet, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie er im Himmel ist, so auf Erden. Vielleicht hast du gedacht bis jetzt, dass der Himmel der Ort ist, wo du landest, hoffentlich, wenn du stirbst, oder? Gibt es jemanden, der das so gedacht hat? Vielleicht jemand daheim? Ich schockiere dich jetzt. Das ist nicht das, was die Bibel und Jesus uns lehren, was der Himmel ist. An keiner Stelle in der Bibel beschreibt der Himmel den Ort, wo du hingehst, wenn du tot bist. Der Himmel bezeichnet nicht das Jenseits. Und vielleicht bist du jetzt schockiert und denkst, ich habe mein Leben lang so tickt und so gedacht. Das ist okay, du musst umkehren und glauben. Genau. Jesus hat gesagt, es ist alles gut. Der Himmel ist nicht der Ort, wo wir hingehen, wenn wir sterben. Und das Hauptmissverständnis, wieso sich das in unser christliches Denken eingebürgert hat, liegt an verschiedenen Übersetzungsfragen. Oder? Im Matthäus-Evangelium, wenn Jesus erzählt vom Himmel, dann sagt er, das Himmelreich Gottes ist nahe. Oder? Und er erzählt, er kommt ein Reicher durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Oder wenn du nicht wirst wie ein Kind und so verstanden wie ein Kind, kommst du nicht ins Himmelreich. Und wir haben das so interpretiert, der Himmel, du kommst nicht in den Himmel, wenn du nicht so bist wie ein Kind. Und ein Reicher hat es schwer, um in den Himmel zu kommen, wenn er tot ist. Oder? So haben wir es interpretiert. Aber das ist nicht das, was Jesus meint, weil im Lukas-Evangelium und im Markus-Evangelium wird das Gleiche gesagt und genau das Gleiche gemeint, aber wird anders übersetzt oder anders formuliert und dort steht nicht Himmelreich, sondern Reich Gottes oder Königreich Gottes. Und das bedeutet genau das Gleiche. Wenn die Bibel vom Himmel redet, redet sie nicht vom Jenseits, sie redet auch nicht vom blauen Himmel oder in der Schweiz ein dunkel regnerischer Himmel, sondern wenn die Bibel vom Himmel redet, wenn Jesus vom Himmel redet, beschreiben sie einen Ort, den Ort, wo Gott ist und wo er regiert. Das ist der Himmel, biblisch gesprochen. Dort, wo Gott ist und dort, wo er regiert. Heute übersetzt sozusagen seine Kommandozentrale. Dort, wo Gottes Thron ist, dort, wo er sitzt und regiert und seine Engel umgeben ihn, dort, wo er Engel aussendet und so weiter. Der Ort, wo Gott ist und regiert, das ist der Himmel. Und in der Bibel lesen wir von einem Weltbild, wo der Himmel und Erde getrennt sind. Die sind nicht eins, sondern die sind getrennt voneinander. Und manchmal kommen sie zusammen, zum Beispiel im Tempel, oder die Juden denken, wenn die Torah gelesen wird, oder im Neuen Testament zum Beispiel, wenn Jesus auf den Berg von der Verklärung geht, seine Gestalt verwandelt sich, er wird leuchtend, oder der Mose erscheint und so weiter, dann plötzlich kommen die zwei Sachen zusammen. Aber es ist nicht so, dass der Himmel in der Zukunft ist und wir sind halt jetzt da, wir sind auf der Erde unten und der Himmel oben, sondern es sind wie zwei parallele Welten, die gleichzeitig stattfinden. So beschreibt die Bibel und Jesus den Himmel. Der Himmel ist der Ort, wo Gott ist und wo er regiert. Das heisst, Jesus, wenn er uns lehrt, Gott, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf der Erde. Dann heisst das, Gott, ich bitte dich, dass dieses Regieren, wo jetzt schon eine Realität ist im Himmel, dort wo du bist, dort wo du zu sagen hast, dort wo es so läuft, wie du willst, dass deine Regierung im Himmel Realität soll werden, hier auf der Welt. Das
liebe Leute, lehrt uns Jesus, dass wir das beten sollen. Gott, dein Reich, dein Himmelreich von mir aus, soll auf die Welt kommen. Und deine Herrschaft soll grösser werden. Vielleicht bist du jetzt noch so, what? Ist okay. Manchmal muss man umkehren im Denken. Und die Bibel für das schwätzen, was sie sagt. Das ist das, was der Himmel bedeutet, in biblischer Sicht. Und das ist die erste Reihenfolge, wo Jesus will, dass wir sie ändern. Wir sind so aufgewachsen, christliche Morgenland und Oberland von mir aus. Wir denken, der Weg ist von unten nach oben, von der Erde in den Himmel. Oder? Mein Ziel ist, dass ich oben lande. Aber das ist, Jesus kehrt uns das Denken um in dem Gebet. Er sagt, dein Reich im Himmel soll runterkommen auf die Welt. Und das heisst, es geht nicht darum, dass wenn du stirbst, irgendwann im Himmel landest, sondern dass du, während du lebst, der Himmel durch dich auf die Welt kommt. Ich sage es nochmal. Das Ziel ist nicht, dass du irgendwann im Himmel landest, sondern dass du, während du lebst, ein Kanal wirst, wo der Himmel, die Realität von Gott durch dich Realität wird auf dieser Welt. Natürlich, versteh mich nicht falsch, natürlich kommen wir zu Gott, wenn wir sterben. Natürlich, wenn du an Jesus glaubst und deine Schuld ist dir vergeben und du hast Gemeinschaft mit ihm, dann landest du in der Gemeinschaft mit ihm, wenn du stirbst, Halleluja. Aber wenn die Bibel über das redet, redet sie vom Paradies, oder? Aber nicht vom Himmel, das ist etwas anderes. Das ist ein Zwischenstadium, das Paradies. Aber das ultimative Ziel ist, dass Himmel und Erde zusammenkommen. In der Offenbarung, am Schluss kommt das neue Jerusalem ab und ein neuer Himmel, neue Erde und sie kommen zusammen wie eine Ehe, wie eine Hochzeit. So wird das beschrieben. Okay, sind ihr noch bei mir? Ich habe euch vielleicht verwirrt, aber es macht nichts. Das Reich Gottes ist da. Das Himmelreich ist da. Und es ist am Anbrechen und Jesus ist der König. Und es liegt an uns, umzudenken, was das bedeutet. Umzukehren, uns auszurichten auf das und das zu glauben. Schau, wenn wir das nämlich begreifen, ändert sich alles. Es ändert sich alles. Wenn wir das begreifen, ändert sich alles. Dann laufst du mit einem anderen Bewusstsein durch dein Leben durch, mit einer anderen Berufung durchs Leben durch. Dann betest du, Gott, dein Reich soll passieren, dein Wille soll geschehen, dein Name soll heilig werden. Durch mein Leben, dort, wo ich bin. Dort, wo ich arbeite im Geschäft. Dort, wo ich studiere. Dort, wo ich lebe in der Nachbarschaft, in meiner Familie. Dein Wille soll geschehen. Dein Reich soll kommen. Dein Name soll heilig werden. Durch mich, dort, wo ich bin. Es ändert alles. Wenn wir das begreifen und anfangen zu beten. Du fährst an fragen. Jesus, du bist König. Was soll ich machen? Was soll ich heute machen? Wie kann ich dazu beitragen, dass dein Reich mehr Realität wird heute? Wie kann ich dazu beitragen, dass dein Reich vom Frieden, der Gerechtigkeit und von der Freude mehr Fuß fassen um mich herum? Gott, dein Wille soll geschehen, dein Reich soll kommen und dein Name soll heilig werden. Aber wir müssen umdenken. Die zweite Reihenfolge, die Jesus herausfordert in diesem Gebet, im Vater Unser, hat sehr fest mit der zu tun, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Und das ist, wenn man die Struktur vom Vater Unser mal genauer anschaut. Wenn man das ganze Gebet betrachtet, dann sieht man, ich habe es euch mitgebracht auf dem Slide, es sind im Gesamten 6 Bitten, die formuliert werden. 6 Bitten, oder sein Name soll geheiligt werden, sein Reich soll kommen, sein Wille soll geschehen. Alles auf Gott fokussierte Bitten. Und die nächsten 3 handeln um uns, um mich, oder mein Brot, meine Schuld und meine Versuchung, meine Erlösung. Aber offensichtlich gibt es eine Priorität beim Beten. Gib dir das mal. Gott kommt auf die Welt als Mensch und will, dass wir so beten. Nicht im Wort, wir müssen das nicht genau runterlabern können, aber die Struktur und der Rahmen sind wichtig. Und Prioritäten sind wichtig. Gott will, dass wir zuerst für sein Reich beten, für seinen Namen und für seinen Willen. Und erst dann für uns. Das ist nicht falsch, wenn wir für unsere Sachen beten. Das dürfen wir und sollen wir. Aber kennst du das? Hast du schon mal ein Gebet angefangen?
Und du verlierst dich in Angst und Sehnsucht und To-Dos und so. Und bist plötzlich irgendwo und merkst, du bist gar nicht mehr am Betten. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass du dort gelandet bist, weil du die Priorität beim Betten vergessen hast oder falsch umgekehrt hast. Verstehst du? Beten geht um sein Reich. Sein Reich, sein Wille und sein Name. Es sind die Sachen, die in einer neuen Reihenfolge für uns sichtbar werden. Matthäus 6, 31-33. Jesus sagt dort einig: Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Ja, Jesus, ich bin ein Leben lang so aufgewachsen. So funktioniert unsere Welt nun mal, dass ich schaue für mich. Und Jesus sagt, denk um und glaub. Und dann sagt er weiter, euer Vater aber weiß, euer Vater im Himmel, dass ihr all das braucht. Er soll euch, was steht dort? Zuerst um Gottes Reich, um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Seht ihr, es gibt eine Priorität. Es gibt eine Reihenfolge. Es gibt eine Abfolge, die anders ist, als wo wir uns gewöhnt sind. Anders als die Welt funktioniert. Gottes Reich kommt und er sagt, denkt um. Denkt um. Die erste Hälfte dreht sich um Gott im Gebet. Die zweite Hälfte um uns. Es ist so schwierig, das zu begreifen. Es ist so schwierig, das zu glauben. Es ist so schwierig, das auch umzusetzen. Wir sind ein Leben lang anders gewöhnt gewesen und unsere Synapsen sind anders verkabelt. Ich träume im Bett halt immer noch nach links und probiere den Wecker abzustellen. Oder? Aber das ist nicht Priorität, nicht die Abfolge, wo Jesus will, dass wir so leben. Es ist so kontraintuitiv. Es ist so kontraintuitiv. Ich bin mir doch gewöhnt, wenn ich will, dass es mir gut geht, dann schaue ich zu mir. Oder nicht? Gott kommt auf die Welt als Mensch und sagt, hey, wenn ihr betet, dann zuerst für mein Reich beten, für meinen Namen und für meinen Willen. Erst dann für euch. Hast du schon mal gefragt, warum er das sagt? Hat er es irgendwie nötig oder so? Ist er selbstsüchtig? Will er, dass es um ihn geht? Wieso sagt uns Gott das? Ich meine, das ist doch komisch. Wenn ich will, dass es mir gut geht, dann schaue ich für mich. So tick ich. Ich weiß nicht, wie du bist, aber ich bin ein Egoist. Grundsätzlich bin ich ein Egoist. Nicht stolz darauf, aber ich bin es. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber grundsätzlich tick ich so. Ich schaue zuerst zu mir. Ich schaue auf mich. Aber Jesus sagt, Leute, das ist ein Trugschluss. Ein Trugschluss. Ein Vers, der mir in den letzten paar Monaten immer wieder aufgekommen ist. Ich habe nicht gewusst, wenn ich ihn predigen werde, aber ich glaube, heute ist der Moment, wo ich ihn bringen muss. Jesus sagt eigentlich in Lukas 9,24, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wird es retten. Das ist so gegen jede Intuition von uns Menschen. Was? Ich muss mein Leben verlieren, wenn ich es gewinnen will. Wenn ich selber retten will, verliere ich es. So funktionieren wir, oder? Wenn es mir schlecht geht, brauche ich halt mehr Fokus für mich selber. Der Martin Luther hat einmal beschrieben, den Mensch als Sünder. Er hat beschrieben und hat ihn so beschrieben, ich finde das so zutreffend, er hat gesagt, der in sich verkrümmte Mensch. Der in sich verkrümmte Mensch. Der Mensch, der sagt, es geht um mich, um mich, um mich, um mich. I, me, myself and I. Und der merkt nicht einmal, dass er sogar Gott braucht für sich selber. Man sagt, Gott, ich bitte dich für mich, dass es mir gut geht. Ich bitte dich, dass es mir gut geht. Danke vielmals. Aber das ist der Trugschluss, sagt Jesus. Und ich finde das Bild so gut, weil der Mensch, der immer auf sich fokussiert ist, dem sein Fokus geht immer nach innen. Der geht immer nach innen. Und ich. Und der Mensch verkrümmt sich und wird ich-zentriert und noch mehr. Und die Welt wird kleiner und kleiner und kleiner. Und irgendwann ist der Mensch in sich verkrümmt. Und Gott sagt, du bist nicht für das gemacht. Das ist nicht deine Berufung.
Jesus kommt und lehrt uns das Gebet und sagt, hey, die Reihenfolge ist anders. Jesus zeigt uns den Weg raus, dass wir befreit werden von dem Verkrümpftsein nach innen. Er sagt, betet zuerst für mein Reich und mein Wille und dann für euch. Weil du bist nicht gemacht dafür, dass es um dich geht. Jesus will, dass wir in dieser Reihenfolge beten. Ich habe vorher gefragt, will er, dass es uns schlecht geht oder was? Will er, dass es uns miserabel geht, dass wir uns verlügen, dass er mehr Bühnenpräsenz bekommt? Oder so? Ist das das? Und nein, das ist nicht das. Und ich habe hier einen Basketballkorb mitgebracht, oder? Und was denkst du, welcher Ball von diesen Bällen? Wir haben hier so einen Strandball, so eine Boccia-Kugel, einen Ping-Pong-Ball und so einen Basketball. Welchen Ball, denkst du, soll ich nehmen, um hier den Korb zu werfen? Die Boccia-Kugel natürlich, oder? Nein, sicher nicht. Die Boccia-Kugel funktioniert natürlich nicht so gut, oder? Ich habe Sandrine gebeten, dass sie hinten dran ist und das auffängt, was ich hier jetzt wirfe. Aber Boccia-Kugeln werfen wir jetzt nicht. Das wissen wir nämlich, das ist nicht für das gemacht, oder? Die ist recht laut. Jetzt, es ist logisch, oder? Ein Ping-Pong-Ball. Das ist schwierig zum Prellen, oder? Das ist schwierig. Und zum Werfen, wenn ich jetzt getroffen hätte, wäre es doof gewesen, oder? Dann hat mein Predigtbeispiel nicht funktioniert. Aber es ist nicht gemacht. Der Ping-Pong-Ball ist nicht gemacht für den Basketball. Wenn ich den Strandball habe, oder? Wir denken, ich muss mein Leben so gross machen wie möglich, so luftig und luxuriös wie möglich, oder? Dass ich viel in Ferien habe, dass ich mir ein Haus leisten kann und ein Boot kaufen am Schluss. Ja, das ist schon alles. Ich bin nicht gegen das, gell? Ich will auch ein grosses Haus und ein Boot. Aber schlussendlich triffst du den Korb nicht und du gehst so wie trotzdem am Boden und stirbst. Schau, du bist nicht gemacht dafür, dass du immer reicher wirst, immer besser wirst. Das ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist, dass du ein Basketballball bist. Und den Korb triffst, oder? Genau. Wieso erzähle ich das? Wieso ist die Boccia-Kugel nicht gut, wenn ich die hier reinwerfe? Es ist ganz einfach, weil die Boccia-Kugel nicht gemacht worden ist für einen Basketballkorb, oder? Der Schöpfer und Macher hat sich etwas überlegt. Was für ein Ball ist nötig, dass er hier in den Korb reintrifft? Und das ist ja mega logisch, oder? Aber wenn es ums Reich Gottes geht, checken wir das oft nicht. Aber vergiss nicht, es ist Gott, der auf die Welt kommt als Mensch und sagt, betet so. Ich weiß, was für euch gut ist. Ich weiß, was eure Bestimmung ist. Und ihr seid nicht dazu berufen, für euch selber zu leben, primär, sondern für mich und mein Reich. Und ich sage euch das nicht, weil ich will, dass es euch schlecht geht. Ich will, dass es euch gut geht. Wer sein Leben will retten, wird es verlieren. Und der, der es verliert, um Jesu Willen, wird es gewinnen. Und das ist schwierig, ich weiss, und es braucht Vertrauen, das zu machen. Es braucht Vertrauen, es ist ein Glaubensschritt, loszulassen und mich umzukehren und ihm zu vertrauen und zu sagen, okay Gott, ich vertraue dir jetzt, ich bin für dich da, oder? Aber das ist für mich so ein gutes Bild, weil, hey, schlussendlich sind wir nackt auf die Welt gekommen und sterben wieder nackt. Wer hätte denn die Schnuff gegeben? Wer hätte denn die Körper gegeben? Wer hätte denn das gegeben, dass du leben kannst? Gott. Leb für ihn und sein Reich. Meine Frau und ich, wir haben geheiratet und Christen machen das manchmal so, oder? Die haben einen Vers an der Hochzeit, wo sie sagen, das ist unser Versli. Finde ich mega gut, weil wir haben ein gutes Versli ausgesucht. Wir haben gesagt, wir haben Matthäus 6, 33 gehabt, den ich vorher vorgelesen habe. Sorgt euch zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit. Dann wird euch das Übrige dazugegeben werden. Und wir haben wie gesagt, am Anfang unserer Ehe, hey, Gott ist in unserem Zentrum. Wir wollen die Ehe gründen, nicht auf uns selber. Wir wollen sein Reich, weil wir wollen, dass die Ehe für Gott da ist. Das haben wir wie damals festgelegt. Ich liebe es. Das grösste Abenteuer, was es gibt. Zum Glück geht es in unserer Ehe nicht nur um uns zwei. Wir haben es gerade vom Ehekurs gehabt. Hey, wir sind schon tolle Leute, oder, Maria? So toll sind wir jetzt auch wieder nicht, dass unsere Ehe so toll wäre, dass es nur um uns geht, dass wir es toll hätten. Wir sind nicht so toll. Wir brauchen Gott und seine Bestimmung in unserem Leben.
Zum Glück. Der Raphael von diesen 10% geredet, hat zu mir geredet, oder? Das ist das Prinzip, das sich in der ganzen Bibel durchzieht. Das Prinzip von der Erstlingsfrucht. Dass du die ersten 10% wieder zurückgehst zu Gott und sein Haus. Und du sagst, das ist biblisch nicht so, im Neuen Testament, bla bla bla. Na, ja, von mir aus, aber ich mache das trotzdem. Ich mache das, weißt du warum? Weil die Reihenfolge göttlich ist. Es geht doch nicht um 10%, du kannst ja 15 geben. Du kannst ja 20, kannst ja 5 geben. Es geht aber um die Reihenfolge. Darum geben wir auch nicht den 10. am Ende des Monats. Wenn es noch langt, sondern am Anfang im Vertrauen. Die Reihenfolge ist biblisch, aber sicher. Und ich mache das, dass mein Denken erneuert wird, dass ich weiss, mein Leben gehört nicht mehr, es gehört Gott. Und ich lebe für ihn und sein Reich. Und wir als Familie haben gesagt, wir machen, und manchmal gelingt es uns das besser und manchmal schlechter. Aber Jesus ladet dich heute ein, das zu beten. Wer sein Leben will retten, wird es verlieren. Ich möchte abschließen mit der aktuellen Situation, wo wir drin sind, oder? Die ganze Welt probiert sich im Moment zu retten vor diesem Virus. Und wir probieren uns zu retten. Wir probieren das Leben zu erhalten, um jeden Preis. Dass jemand sterben kann, ist undenkbar. Und es ist ja der letzte Teil von meiner Predigt. Das ist nicht, ich möchte das nicht als Kritik anbringen an unsere Regierung. Die Christen regen mich auf, die nur die Regierung kritisieren. Wir sollten den Beten nicht kritisieren, okay? Aber trotzdem. Wir geben alles dafür, dass wir das Leben erhalten. Wir dürfen nicht sterben. Oder? Wir müssen das Leben erhalten. Und schau mal, wo das uns anführt. Als Gesellschaft. Wir probieren das Leben zu retten und merken nicht, dass wir es am Verlieren sind. Ich möchte nicht in der Haut sein von den Leuten, die das entscheiden müssen. Gell? Aber vielleicht ist es Umdenken daran. Es geht nicht so darum, dass ich mein Leben erhalte, sondern es geht um sein Reich, sein Wille und sein Name. Wir versuchen uns zu retten durch den Impfstoff. Und nochmal, versteh mich nicht falsch. Weißt du, wie gut wird wenn der funktioniert? Halleluja! Stell dir vor, wir könnten uns impfen lassen und alles wäre wieder so im Sommer wie vorher. Halleluja! Wäre gut, oder? Wäre doch gut. Aber wir müssen uns einfach bewusst sein. Ich habe gerade heute Morgen in der Zeitung gelesen. Es braucht nur irgendwie eine kleine Schissmutation. Und dann kann das sein, dass der Impfstoff gar nicht mehr nützt. Ja, super. Wir müssen uns einfach bewusst sein, wir haben unser Leben nicht im Griff. Und das war vor Corona schon so gewesen. Gell? Du hast dort auf die Straße laufen und ein Auto hätte dich überfahren. Du hast es nicht im Griff. Wir haben unser Leben nicht im Griff. Es ist wie Sand, das aus der Hand geht. Wir müssen umdenken. Es ist so viel unsicher. Aber ich bin heute Morgen hier angekommen, um zu sagen, etwas ist sicher. Und zwar, dass sein Reich, sein Himmel wird kommen auf die Welt. Und eines Tages werden die zwei Sachen vereint. Das ist sicher. Es ist nicht sicher, wo ich morgen bin. Es ist nicht sicher, ob ich morgen gesund bin. Es ist nicht sicher, was morgen ist. Wer weiß schon, was morgen ist. Aber etwas weiß ich. Sein Reich kommt. Wie im Himmel, so auf Erden. Das kommt. Die Frage ist, bin ich dabei? Habe ich das gebetet, was Jesus uns lehrt zum Beten? Halte ich mich an die Reihenfolge oder nicht? Das ist die Frage. Und das ist die Frage, die ich dir heute stellen möchte. Daheim. Bist du ausgerichtet auf Gottes Reich? Und vielleicht bist du jetzt gerade am Scrollen und auf Facebook andere Sachen am Anschauen. Aber das ist ein heiliger Moment im Moment. Schau mir bitte an, schnell. Du auch. Das ist ein heiliger Moment, wo du und Gott müssen ins Reine kommen. Richtest du dich aus nach seinem Reich, seinem Namen, nach seinem Willen? Oder geht es um dich? Geht es um dich, der in sich verkrümmte Mensch? Und niemand ist perfekt. Es geht mir nicht um das, dass wir 0 oder 100, oder? Aber es geht um eine Richtung. Es geht um eine Richtung. Lebe ich in die Richtung oder lebe ich in meine Richtung? Und vielleicht ist es heute dran, dass vielleicht hast du das schon mal gebetet und du hast dein Leben ausgerichtet auf diesen Gott, auf sein Reich, auf sein Himmelreich. Und merkst, du bist irgendwie durch die Nöte und Ängste und Sorgen weggekommen von dem. Das ist heute der Tag, wo du dich wieder herausfordern darfst von Jesus und sagst, bete in einer anderen Reihenfolge. Vielleicht musst du dich daran erinnern, Jesus sagt einmal,
zu seinen Jüngern: Habt ihr jemals Mangel gehabt, seit ihr mit mir unterwegs sind? Vielleicht musst du mal zurückdenken an Gottes Versorgung, wie er dich durchgedreht hat. Und es hat dir Kraft geben für den nächsten Tag. Vielleicht musst du heute zum ersten Mal dich ausrichten auf Gott und sein Reich und seinen Willen, auf den König Jesus. Dann kannst du das machen. Und vielleicht fällt dir das schwer. Vielleicht fällt dir das schwer und es ist auch nicht so einfach, weil es braucht Glauben. Kehrt um und glaubt an das Evangelium, glaubt an die gute Botschaft, vertraut. Gott verspricht uns, er ist ein guter Vater, der weiss, was wir brauchen, bevor wir es beten. Er kümmert und sorgt sich um uns. Ich möchte dich einladen für das Abenteuer, mit dem richtigen Ball und dem richtigen Korb zu spielen. Auch wenn es ein Glaubensschritt ist. Wenn das du bist, dann bet mit mir mit. Gott, ich danke dir für die Einladung, die du mir gibst. Teil sein von deinem Reich, von deinem Himmel, von deinem Willen. Danke, dass ich ein Mitarbeiter sein in deinem Reich. Und darf mein Fokus weg von mir zu dir und deinem Reich gerichtet werden. Darf ich da sein für etwas Grösseres als meine kleine Welt. Und ich möchte Gott bitten, dass du mir hilfst, mich zu drüllen und umzudenken, Gott. Also ich fange an neu lernen, wie die Welt in deinen Augen funktioniert. Dass ich üben und immer wieder Schritt in Richtung Vertrauen machen. Der Vater im Himmel ist da. Und er ist dein Vater. Und er sagt dir heute, vertrau mir. Vertrau mir. Ich meine es gut mit dir.